In der heutigen Episode wird Tristan von Enrico dem Clown gesprochen. Herrst Yogi, darf ich auch spielen? Schleich die, nur Hauptcharaktere. Kartenspiel ist viel lässiger als Aufgaben machen. Wer braucht schon Arithmetik? Also, dann sage ich dir deine Verteidigungspunkte von meinen Angriffspunkten und dann, warte mal, wie geht denn das eigentlich? Es ist offiziell, du bist der Wappler. Ich sag nicht, ich singe viel lieber. Tristan Spruch hat mir echt was gelehrt. Ich muss ein besserer Tolant werden. Du musst mir da helfen, Yogi. Ja, zeig mir mal dein Deck. Leck Arsch, sein Deck ist ja noch stärker als meins. Alter, der dunkle Magier, den muss ich haben. Hörst Joey, deine Karten sind echt wertlos. Was haltest du davon? Ich schau, dass ich deine Karten loswerde und wir gehen dann zu meinem Opa und dort bauen wir da ein neues Lake Me Fett saugeiles Deck. Dankeschön, du schaust heute immer auf mich. Schwarz glänzender Soldat. Keiner darf jemals von unserer heimlichen Liebe erfahren. Servus, Opa vom Yugi, wie schaut's aus? Können wir in Duel Monsters trainieren, oder? Ja, sicher. Aber das erfordert anstrengende Offscreen-Übungen. Echt? Ich krieg nicht einmal eine Trainingsmontage? Wer glaubst, dass du bist? Rocky Balboa? Willkommen zu den Regionalmeisterschaften, wo zwei der späteren Rivalen ein bedeutungsloses Duell austragen. Ich kann nicht glauben, dass wir das übers Fernsehen austragen. Ah jo, ich stehe früh auf dem Kartenspielkanal. Der ist fast so geil wie Farb der Trocknet-Zuschauen-Kanal. Da ist ein Backer für die Yugi. Du hast nicht hoffentlich nicht meine Karten benutzt, um schon wieder Pornos bei eBay zu bestellen, oder? Es ist von Industrial Illusions. Ich glaube, die haben davon gehört, dass ich einen Kuiper baniert habe. Kartenspiel ist halt voll wichtig. Die haben aber komplett übersehen, dass der Kuiper den Opa krankenhausreif gespielt hat. Hey, Regal. Gib dir, mein Dino ist horny. Verstehst? Ja, voll. Ja, ich glaube, das ist der Zug oder so. Käfer sind geil. Die zwei kommen mir irgendwie bekannt vor. Ich greif dir an, oder so. Du hast mein Vollkarten aktiviert, Schmöschädel. Scheiße. Feuer frei. So ein Schatz. Ich hol mir jetzt ein Leberkäse oder so. Meine Damen und Herren, einen großen Applaus für Maximilian Pegasus. Gratuliere, Herr Underwood. Da ist der Pokal. Und jetzt, da deine 5 Sekunden rum vorbei sind, werde ich ein viel wichtigeres Turnier mit einem noch viel wichtigeren Preis bekannt geben. Du bist ein Schwafe heute. Da ist ein Video in der Backel drin. Was habe ich da gerade eben gesagt, was die Pornos angeht? Warum liegt hier eigentlich Stroh rum? Yugi, du hast jetzt echt Ärger eingehandelt. Kleiner Scherz, Yugi-Bu. In ein paar Tagen findet das Königreich der Duellanten statt und damit du auch brav mitmachst, fordere ich dich zu einem Duell der Schatten heraus. Gewinn in einer Viertelstunde und ich lass alle deine Freunde gehen. Es wird kein Problem sein. Ich besieg dich mit den Karten, die vom Joe. Ich mein, die mir der Joey gegeben hat. Mit dem Drachen willst du mich nicht schlagen. Du kannst in meine Gedanken schauen. So ist es. Und du und ich haben noch was ganz Spezielles gemeinsam. Und was soll das bitte sein? Ist das nicht offensichtlich? Herrst Alter, nur weil ich den Körper von einem jungen Teenager-Burm übernommen hab, heißt das nicht, dass ich... Komm, denk nicht so zweideutig. Ich meine unsere Millenniumsgegenstände. Ah, ja, das hab ich gewusst. Was da das sagen, wenn ich da verzähl, dass ich Duel Monsters eigentlich nicht wirklich erfunden habe, sondern auf antike magische Duelle mittels Steintafeln in Ägypten vor mehreren tausend Jahren basiert. Was redest du bitte? Die Pharaonen haben mit echten Monstern und echte Magie gekämpft, also kannst du denken, das war viel spannender als das Produkt, was ich ins Leben gerufen habe. Warte mal, du trash-talkst mir zu, damit die Zeit vergeht? Es hat ja funktioniert, oder nicht? Du schummelst! Na, meine Strategie war einfach... Hey, hört's alle zu! Der Pegasus ist ein großer depperter Cheater! Aha, so willst du das also haben. Naja, ganz wie du meinst. Mal schauen, wie der Opa zurechtkommt. Ohne sei Sir. Ich bin so ein schlauer Fuchs. Yugi! Du Arsch, jetzt hast du mich in einen Pantomime verwandelt. Opa! Opa! Yugi, verschwind vom Fernseher. Wir schauen gerade was.